Aber wo? Also da sehe ich jetzt nichts. Vielleicht weiter da hinten. Reifenspuren. Stahlluken. Vielleicht hinten im Garten. Gute Frage. Da war die Explosion, gell, von der Blendgranaten. Naja, wir, so viele Möglichkeiten haben wir gar nicht. Da sind die Fässer. Ein alter rostiger Kohlenofen aus Eisen. Wahrscheinlich zum Verbrennen von Unkraut und Holzresten. Da sind Pflanzenreste und schwarze Schädel von kleinen Tieren. Wie reizend. Genau, das haben wir schon mal gehört. Und da ist das Gleiche, oder? Eine Alukanne voller Blätter und Zweige. Scheiße, wie finde ich denn da einen Bunker? Jetzt muss ich noch mal rein. Pass auf. Wir brauchen irgendeinen Tipp oder so, ich weiß nicht. Oder vielleicht kriegen wir irgendwie einen Plan oder so. Ja, eine. So, die Dame. Achso, die weiß nichts mehr. Ja, Oidi, wie soll ich denn einen Bunker finden? Oder wir schauen nochmal zum Garrus auf, oder? Jetzt schauen wir erst mal auf und dann schauen wir nochmal oben in den Keller zum Hocker. Vielleicht wissen die Herren schon mal irgendwas. So, Garrus, wie schaut's denn aus? Ja? Ich werde versuchen, ein Bild zu bekommen, aber das kann ein Weilchen dauern. Ach so, der bastelt immer noch. Und dann werden wir mal oben schauen in den Keller. Vielleicht weiß der Hocker jetzt irgendwie mehr. Denn der hat uns ja beim Rechnerkäufer das Passwort zu knacken. So, nochmal einen in den Keller. So, und der Hocker steht immer noch hinten im Eck. Ach, der weiß auch nichts mehr. Oder wir? Doch. Hm? Jetzt hat. Wenn du willst, können wir später reden. Ich mache mir Notizen. Ach, er macht sich Notizen. Ja, Alter. Ja, unter dem Haus ist ein Atombunker, aber wie findet man den? Das ist die Frage. Können wir denn nochmal am Rechner irgendwas machen? Nix, das haben wir schon, gell? Zugangskontrolle. Westliche Luke. Östliche Luke.
Ich sollte diese Datei mit Hilfe des Computerschlüssels in meinem Kit entschlüsseln können. Ach so, ja, Moment einmal. Vielleicht können wir irgendwas entschlüsseln. Ich hoffe, das hat funktioniert. Ich werde es einfach abwarten müssen. Wie abwarten? Moment einmal. Computersystem im Keller. Achso, die weibliche Stimme, die müssen wir auch noch analysieren. Hört sich nach einer Radioübertragung an. Ich glaube, es ist ein Lokalsender. Umkreis von 100 Meilen. Ja, 100 Meilen sind sehr weit, oder? Und das bedeutet jetzt für uns was? Ja, Moment, können wir das irgendwie im Internet suchen? Nick. Umkreis von 100 Meilen. Das ist die Zugangskontrolle. Vielleicht können wir da über irgendwie dann die Luken öffnen. Codex. Textdatei. Da schau her. Östliche Luke, Hinweis plus D55. Westliche Luke, Hinweis plus D18. Ja gut. Die westliche Luke ist abgeschlossen. Die östliche interessiert uns. Zellencode. Was heißt das? Eine Liste mit Vornamen. Darunter mein eigener und der von Hernandez. Scheint sich um die Namen der Opfer zu handeln. Aber die Nachnamen stimmen nicht überein. Ich wette, das hängt irgendwie mit der Obsession des Killers zusammen. Er benennt seine Opfer nach fiktiven Charakteren. Ich verstehe das nicht ganz. Alan Graham, Dolores Graves. Alles Rollen, die von Veronica Lake gespielt wurden. Auf der Liste stehst du für Letty Stanton. Dieser Vorname stimmt überhaupt nicht überein. Ein anderes Motiv? Er ist hinter dir her, weil er jeden ausschalten will, der ihm auf den Fersen ist. Vielleicht, bevor er verschwindet. Wenn das sein Plan ist, habe ich nicht genug Zeit, um ihn aufzuhalten. Ich werde die Liste auf meinem Smartphone speichern. Vielleicht brauche ich sie später noch. Neues Dokument. Jetzt pass auf. Das schauen wir uns mal an. Achso, genau so haben wir es jetzt. Und was bringt es? Vielleicht nochmal in der Internetsuche. Nix. Und die Zugangskontrolle können wir da jetzt irgendwie... Gut, die drei sind ja nicht verfügbar, nur die östliche. Da haben wir irgendwas. Falsches Passwort. Ja, was denn noch irgendwas? Wenn du willst, können wir später reden. Ich mache mir Notizen. Oida, das heißt keine Notizen machen. Wir müssen irgendwie die Luken öffnen. Das ist die Anleitung. Ja, jetzt ist mir gerade wieder das Spiel abgestürzt, aber wir sind schon wieder da. Wir haben noch nichts verpasst. Warum auch immer. So, pass auf. Gehen wir mal zurück. Das sind Bücher für Kinoliebhaber. Das Gold... Nix seh. Umkreis von 100 Meilen. Ja, vielleicht weiß die Ding noch was. Der Sheriff, oder?
Wir haben die kosten Halloway, oder? Pass auf, nochmal F. Und die war da drin. Hat. So, Idee, jetzt sag mal, ja. Nix. Gut, dann eben nicht. Gehen wir noch mehr auf. Vielleicht weiß jetzt der Garrus schon mehr. Denn der muss ja auch mal irgendwann fertig werden. Ich hoffe es zumindest. Und der ist fertig oder wie? Er bastelt nicht mehr? Oder doch? Der bescheißt. Ich werde versuchen, ein Bild zu bekommen. Ach so, der tut immer noch umeinander. Ja, pass auf. Können wir denn die Claire rufen? Hier ist Claire Ashby. Leider kann ich Ihren Anruf nicht entgegennehmen. Die weiß auch nix. Da können wir ja nichts machen. Im Moment also noch nicht. Ja, wir suchen immer noch die Luken, aber ich habe keine Ahnung, wo die Luken sein soll. Auf jeden Fall irgendwo draußen. Die Hälfte der Bodendielen wurde herausgerissen. Gibt's denn im Wohnzimmer noch irgendwas? Nicht wirklich, eh? Das war der Safe. Ja, was tue ich denn jetzt? Da schau her, was gibt's denn da schon? Der Safe ist verschlossen. Ich kann ihn nicht aufbrechen. Ich brauche jetzt nicht auch noch den Sheriff im Nacken. Warum nicht? Können wir das auch machen? Pass auf. Keine gute Idee. Wie wär's denn mit dem Schürhaken? Das ist es nicht. Der Safe ist verschlossen. Ich kann ihn nicht aufbrechen. Ich brauche jetzt nicht auch noch den Sheriff im Nacken. Also da können wir irgendwas machen. Nur habe ich noch keine Ahnung was. Was war das da? Da schau her, da haben wir was übersehen. Hier ist ein sehr deutlicher Fußabdruck. Diese Reifenspur ist nicht sehr breit. Sieht nicht nach einem Autoreifen aus. Also das haben wir noch nicht gesehen. Pass auf, das machen wir gleich mal Analyse. 3D-Scanner, pass auf. Da waren wir nämlich wieder unachtsam. Fußabdruck des Mörders links. Ja, das ist uns bekannt. Und der Reifen. Wenn ich Claire erreiche, kann sie mir vielleicht weiterhelfen. Motorradreifenspur.
Ach so, der Mörder ist mit dem Moped unterwegs. Pass auf, jetzt rufen wir mal die Claire an. Hier ist Claire Ashby. Leider kann ich Ihren Anruf nicht entgegennehmen. Bitte rufen Sie später. Hier ist Claire Ashby. Leider kann ich Ihren Anruf nicht entgegennehmen. Bitte rufen Sie später nochmal an. Hallo Claire, ich schicke dir einen Hinweis zur Analyse. Die Reifenspur eines Motorrads. Ach so, die hätte Lords angerufen. Gut. Gut, da haben wir Inventar. Wir suchen ja immer noch den Bunker. Wo soll denn der sein? Da irgendwo. Das haben wir schon untersucht. Das war die Bahnschwelle. Hernandez hat uns von dieser Schwelle berichtet. Genau, da gibt es und nichts, oder? Schaut nicht so aus. Aber wir können ja nicht für jemand anderen, gell? Also muss der Eingang da irgendwo sein. Da hinten vielleicht. Ein elektrischer Zaun umgibt das Grundstück. Der Stromfluss wurde unterbrochen. Ach so, das nicht. Vielleicht da irgendwo. Aber das sind bloß die Fässer. Können wir da irgendwas machen? Vielleicht mit dem Schühaken? Nick. Oder vielleicht unter dem Hänger. Irgendwie einen Keller gibt's nicht, oder? So wo man von heraus noch kann. Nicht wirklich, eh? Ja, das wird jetzt noch ein bisschen hitzigen. Aber sie war's was, oder? War das was? Moment einmal. Nix, oder? Oder doch? Ich muss mit Ihnen reden, Sheriff. Metalldetektor. Sie haben einen Metalldetektor erwähnt. Könnte ich den benutzen? Hier, meine Autoschlüssel. Der Detektor ist im Kofferraum. Danke, Sheriff. Was würde ich nicht alles tun, um beim FBI zu punkten? Ja. Ein bisschen Schleimer hilft immer. Aber jetzt haben wir einen Autoschlüssel für den Kofferraum. Und da gibt es einen Metalldetektor. Das ist natürlich ganz gut. Denn mit dem kann man eventuell die Luken suchen. Weil die ist ja aus Stahl oder so. Oder irgendwie Metall halt. Ja, gehen wir oben. So, jetzt werden wir erst einmal den Ding aufsperren. Gut. Metalldetektor. Ich frage mich, wie das funktioniert. Im Speicher befindet sich eine Bedienungsanleitung. Ich sollte sie mir ansehen. Metalldetektor Einstellungen. Okay, damit können wir eisenhaltige Metalle suchen. Eisen, Stahl, Gusseisen und so weiter. Und auch nicht eisenhaltige Metalle wie Aluminium, Kupfer, Zink und Silber. Einstellung 1 heißt Auflösung ein und maximale Empfindlichkeit. Erkennung von kleinen, nicht eisenhaltigen Metallobjekten. Ich denke mal, unsere Luken ist bestimmt eisenhaltig, oder? Klein. Unsere Luke ist bestimmt nicht klein, oder? Die ist bestimmt groß. Also warte, am besten Einstellung 3.
Und wie können wir das machen? Einstellung 3. Gut. Ja, und wie machen wir das jetzt? Müssen wir jetzt gerade rumrennen oder wie? Gehen wir mal da hinten. Oder? Wo muss ich denn irgendwo hinhalten? Jetzt du? Der Detektor reagiert auf das Auto. Das ergibt Sinn. Das ergibt durchaus auch Sinn, ja, aber wir suchen kein Auto, sondern eine Luke. Sollen wir da suchen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich darf mal sagen, da ist die Luken bestimmt nicht, oder? Da mitten in der Einfahrt. Aber vielleicht da irgendwo hinter dem... Ah, nicht, oder? Anzeigen tut's nichts sehen. Aber ich vermute eher hinten im Garten irgendwo. Halt, was ist das da? Nichts. Wie nichts? Er schlägt wegen des Zauns und der Gitterstäbe aus. Der Zaun und die Gitterstäbe.